So Freunde, weiter geht's. Endlich das Ganze zu beenden und zwar mit der Dragon Ball GT Saga, sprich mit dem einzigen Kampf, den es hier gibt. Hey. Und zwar den zwischen Super Saiyan 4 Gogeta und Omega Shenlong. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt nur einen einzigen Kampf offenbar. Oh man, ich glaub's nicht. Jetzt erzählen sie uns wirklich die Geschichte, was seit dem Kampf mit Buu passiert ist. Ich krieg die Krise. Na, da bin ich jetzt aber echt mal gespannt, wie viel sie hier weglassen. 15 Jahre sind seit dem Kampf mit Majin Buu vergangen. Nachdem Goku von seinem Training mit Oob zurückkehrte, natürlich wird überhaupt nicht erklärt, wer Oob überhaupt ist, wurde er durch den ultimativen Dragon Ball in eine kindliche Form transformiert. So fängt die Geschichte an. Was? Mann, ja, er wurde durch die Super Dragon Balls, sprich eigentlich durch den, ja, man könnte eigentlich sagen, durch Super Shenlong wurde er zurückverwandelt, nicht durch die ultimativen Dragon Balls, Mann. Die ultimativen Dragon Balls werden über das Universum verteilt, wenn ein Wunsch erfüllt wird. Ja, soweit stimmt es zumindest. Wenn sie nicht zu dem Planeten zurückkehren, auf dem der Wunsch erfüllt wurde, wird dieser Planet zerstört. Innerhalb eines Jahres wohlgemerkt. So Goku und die anderen brechen auf ins Weltall, also schon 2 Fehler in Erzählung, meine Fresse. Auf ihrer Reise zwingen sie alle mächtigen Gegner, die sich ihnen in den Weg stellen. Mit allen gesamten Dragon Balls kehrt Goku zur Erde zurück, muss jedoch feststellen, dass von einem bösen Baby kontrolliert wird. Ja. Jetzt müssen sich Außenstehende vermutlich denken, was? Ein böses Baby? Nein, also Baby ist da eigentlich ein Tsufuru-Jin, ja, beziehungsweise ein Experiment der Tsufuru-Jins, quasi ein Parasit wie Buu, so ähnlich zumindest. Am Ende des wilden Kampfs mit Baby erzielt Goku als Super Saiyan 4 einen beeindruckenden Sieg. Mit der drohenden Zerstörung der Erde teilt Piccolo sein Schicksal mit den ultimativen Dragon Balls, um den Planeten wieder Frieden zu bringen. Da ja Piccolo, also der ursprüngliche Piccolo mit Gott noch, als sie damals noch beide zusammen waren, haben sie damals die Dragon Balls so erschaffen und ja, nach der Spaltung gab es Dragon Balls nicht mehr, aber jetzt sind sie wieder zusammen. Und dadurch gibt es die beiden wieder. Was gibt es sonst noch? Ja, das mit Super 17, also mit den beiden Cyborgs Nummer 17, den der Erde und den der Hölle und so weiter. Was will der andere von Gokus da anpassen, da kann er mehr vernichtet. Hier wird allerdings auch nicht erwähnt, dass Super 17 stark genug war, also gut, das war auch ein Fehler von Goku, dass Goku als vierfacher Super Saiyan Super 17 nicht besiegen konnte, was aber auch daran lag, dass Super 17 ein Energieabsorber war. Und daher Goku einfach die ganze Energie abgesaugt hat, der natürlich weiter munter, Kamehameha auf seinen Gegner abgefeuert und so weiter, bis zum Schluss dann Super 17 stärker war als er. Tja. Und das mit dem bösen Drachen, könnte man sagen. Bösen Drachen, ja. Also es ist ja so, dass die Dragon Balls sollten eigentlich nur alle 100 Jahre einmal eingesetzt werden, weil sonst negative Energie, die sich bei der Erfüllung des Wunsches in ihnen, könnte man sagen, anspeichert, nicht eliminiert wird. Da aber Goku und die anderen die Dragon Balls immer wieder eingesetzt haben, wurde diese böse Energie zu viel, diese hat sich transformiert in 7 unterschiedliche bösartige Drachen, die auch unterschiedlich stark waren. Und jetzt kommt offenbar der Kampf gegen den letzten, der eigentlich alle anderen Dragon Balls sich vereinen sollten, somit auch die Stärke der anderen Drachen. Ja, ist definitiv Super Shenlong bzw. Omega Shenlong. Die ganzen anderen Kämpfe wurden einfach ausgeschnitten. Hey, wieso haben die überhaupt... Ich kapiere das nicht. Wieso haben sie sich überhaupt die Mühe gemacht, diesen einen Kampf reinzubringen? Ich meine, ja, das ist einfach nur bescheuert. Hey. Wegen einem einzigen Kampf eine neue Saga einzuführen, könnte man sagen. Ja, okay. Jetzt folgt wirklich offenbar der letzte Kampf der Story-Saga, sprich zwischen Gogeta als vierfach Super Saiyajin, der eigentlich die Fusion aus dem vierfach Super Saiyajin Goku und dem vierfachen Super Saiyajin Vegeta ist, gegen Omega Shenlong, der alle Dragon Balls sich vereint und somit der stärkste Charakter überhaupt ist, abgesehen von Gogeta natürlich. Jetzt reicht's mir aber. Macht es auf die Schnelle, Leute! Hey, hallo, Alter! Mann! Trottel! Also was, ich weiche einfach aus. Tschüss! So einfach geht das. Kampfbooster! Ja, nimm das mal, nimm das. Und tschüss! Ich hab die Schnauze voll von dir, das ist doch der Dragon Ball GT Saga nicht würdig! Nur ein einziger Kampf und dann diese lahme
ja, man könnte sagen, Begrüßung, Einleitung, wie auch immer. Also ja, ich gebe zu, Dragon Ball GT ist nicht die beste aller Sagen, aber trotzdem. So schlecht ist nun auch nicht, dass sie auf diese Art und Weise blamiert werden muss. Hey, ich war zuerst! Wie fies, ich kann gar nichts machen. Ja, guck mal, kann nichts machen. Dabei bin ich der Super Gogeta. Stirb, 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 stirb. Und sowas heutzutage noch in einem Videospiel zu lesen, wohlgemerkt. Oh, wenn er sich da mal nicht irrte. Hä? Achso, ja, er sagt gekitzelt. Ich habe mich schon gewundert, wieso hat er das gespürt. Aber ja, es hat mir auch nur gekitzelt, war ja im Anime auch so. Typisch Gokus Humor, der da durchkommt. So, jetzt reicht's mir aber, hey, geht doch. Rechts! Fuck. Mann, wieso denn? Wow, Big Bang, Kamehameha! Leute, diese Attacke hat so viel Power, das glaubt mir kein Mensch! Wow, 12.950! Ist ja übel! Und aber ist nicht mal der ultimative Move. Das müsste eigentlich die 100-fache Big Bang Kamehameha sein. Aber ja, böse Drachen, verlangt mal eure Stärke. Wow, Minusenergie, Powerball! Ja, stimmt. Wie war das schon wieder im Anime? Ich glaube, der hat da einfach positive Energie. Dankeschön. Hat Gogeta einfach positive Energie dazu getan und so den Ball abgelenkt. Beziehungsweise zurückgeschleudert. Ja, übertreib's noch. Ja, hey! Alter. Aber sonst geht's noch, ja? Wenn es so weitergeht, verliere ich den Kampf noch. Das bloß, weil ich kein Ki mehr habe. Ja, aufladen! So, jetzt bist du dran, Mann! Hä? Was? Was ist denn jetzt los? Ich wollte einen Nahkampf, nicht einen Fernkampfmodus! Mann, ey, ich hab... Hä? Wieso kann ich... Jetzt geht's wieder. Blockt einfach alles ab. Ja, so wie ich gerade. Bam! Das, Mann, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das! Und Fallrückzieher! Ups. Ja. Ja. Der Fall kam aber der Rückzieher nicht. Mann, ich bin schneller! Oder auch nicht. Okay, das widerspiegelt überhaupt nicht den Kampf im Anime! Ups. Weg da! So, jetzt habe ich ihn. Oder auch nicht. Bam! Geht doch! Ja! Nein! Oh, dieses verdammte Kampfsystem! Wieso hat er genug Kino für sowas? Ich kann doch gar nichts machen! Nee, oder? Komm schon und tschüss. Nein, ich lebe noch, ich lebe noch. Die Frage ist bloß wie lange. Ich kann nicht abblocken. Ich hab verloren. Was für eine Schande. Moment mal kurz. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. So, ist spät am Abend, jetzt mal schnell Rolladen runtergedreht und weiter geht's. Was? Ja, Kampf neu starten. Kurz was trinken. Jetzt reiß ich ihn auseinander. Komm schon, ich hab keine Zeit für so einen Quatsch. Geht doch. Ja, Padan Trab, weil er keine Chance hat, das haben wir schon gesehen. Warte mal ein bisschen. Ja. Oh, Mann, ey. Na, was machst du jetzt?
War ja sowas von klar. Wieso immer ich? Ah, und wieso fühlt sich seine Geistanzeige so schnell auf? Ah, Dankeschön auch. Und Todesball. Was soll ich machen? Einfach blöd dastehen. Ich habe keinen Ki, um mich zu verteidigen. Dann soll ich lieber gleich aufgeben. Oh. Halt die Schnauze, Mensch! Geht doch. Ja, das ist dich doch, wenn ich Schnitzel in mir reiß mit dir endgültig. Dämlicher Stacheltyp, hey, für wen hältst du dich eigentlich, hä? Mach dich so platt, dass du in jeder Tür durchpasst. Beenden wir den ganzen Scheiß hier. Ja, und tschüss. Wahoo, da siehst du Sterne. Mann, ey, wieso fühlt sich meine Anzeige nicht so schnell auf wie seine? Das ist doch fies. Toll sein, ey, ich klopf ihn durch. Yeah! Da klammen die Füße raus und die Arme verschränkt. Mann, was ist mit der Stimme los? So, jetzt geht's wieder. Dämon Todesball. Ja, du mich auch. Abwehr. So wenig Ki wie alles andere. Alter, weißt du was? Das kann ich auch. Gucke mal. Scheiße. Okay. Gucke mal. Rasende Plünderung. Was? Plünderung? Wieso Plünderung? Ei. Was, nur 6700? Okay, die Animation war klasse, aber der effektive Schaden, der war mies. Wieso nur so wenig? Money! Dämlicher Typi! Geht's wieder? Na, nur ein Zufall. Hä? Na, er hat sich selbst unterbrochen, dieser Trottel. Wieder mal kann ich nichts unternehmen, weil ich ja kein Ki habe. So scheiße, ey. Also heißt das, ich bin auch gleich im roten Bereich. Hey, ist ja toll. Oh, fuck. Ja, er schickt uns alle in die Unterwelt. Combo. Du scheiß Combo-Typi. Kreuzweise. Oh, Mann. Jetzt Dreieck. Scheiße. Mann. Mann, ich kann auch nichts machen, außer anzugreifen. Dämliches Zufallssystem. Mann. Du gehst mir auf die Nerven. Yeah. Du willst unbedingt so, hey, du kannst es so haben. Mit dir fahr ich Schlitten. Wenn ich mit dir fertig bin. Yeah. Kampfmuster schnell. Oh, gut. Nein, ich bin doch gar nicht. Ich bin nicht ausgewichen. Mann, ich will doch näher ran. Okay, er bringt selber zu Ende. Okay, also eigentlich müsste es zwar das 100-fache Big Bang Kamehameha sein, aber ist egal. Sein ultimativer Move. Big Bang Kamehameha und Ha! Ende! Und zwar endgültig. Und damit ist hoffentlich der Story-Modus endlich Geschichte. Gut, wir können kurz anschauen. Gogeta, Super Shenlong, jeweils 50%, war also ziemlich knapp. Charaktere, Super Shenlong, Gogeta ultimative Verbrecher, Super Shenlong, Drachen, sondern Superangriffe. Sehr schön, sehr schön. Sie haben eine Trophäe verdient. Alle Darsteller sind im Spiel.
Ach nee, ey. Hä? Was ist jetzt los? Ach so, ja. Jetzt da wir offenbar den ganzen Story-Modus komplettiert haben, können wir die einzelnen Sagen auswählen. Hier seht ihr zum Beispiel, mir sagt der Kampf zwischen, oh nicht, ah doch, Vegeta, achso, Vegeta, wieso steht da Vegeta? Ist das ein Tippfehler? Da oben ist eindeutig Gogeta zu sehen, nicht Vegeta. Der Bosskampf hier, ja, in Hildegard, sehr schön. Hier haben wir noch das Ganze mit Super Shenlong. War auch ziemlich mies. Was haben wir hier noch? Das müsste doch eigentlich... Oh, das war die Buu-Saga. 8 Kapitel insgesamt. Das wirklich nur 8, oder? Okay, Broly, das Kapitel. Moment mal, Broly das Kapitel, das kann nicht ganz sein. Achso, Metallcool ist der auch noch dabei. Auch noch ein paar Special-Kapitel könnte man sagen. Hier der Kampf gegen Cell. Und C18, also einfach Trunks Zukunft. Eine alternative Zukunft. Der Cell-Story-Modus war. Cyborg-Story und. Hier haben wir noch die Freezer-Saga. Ich warte noch kurz. Achso, ja, gut. Namek-Saga hier. Dann auch hier noch die Vegeta-Saga. Ja, was gibt's denn hier noch? Oh, die Bardock-Saga, ja. Okay, Leute, ihr seht, das ist der ganze Story-Modus. Was kann man dazu sagen? Ganz einfach, es ist einfach nur billig. Ja, zurückkehren. Oh, ich glaub's einfach nicht. Ich glaub's nicht, dass das so abgespeckt wurde. Meine Fresse. Wie kann man das einer Spieleserie nur antun? Gut, dann würde ich nochmal sagen, im nächsten Part geht es dann mit dem Heldenmodus weiter. Jetzt aber will ich erstmal sehen, was hier noch der Kampfmodus zu bieten hat, beziehungsweise wir schauen uns mal die Charaktere an. Okay, da haben wir 5 Kapitel offenbar, wo wir hin und her switchen können. Goku als normal, Super Saiyajin, zweifacher und dreifacher, also eigentlich ganz normal, wo man sagen könnte, ja, ist in Ordnung. Hier Kid Gohan, natürlich sonst keine Transformationen. Teen Gohan, das ist mal seltsam, nur als Super Saiyajin, nicht normale Stufe. Dann natürlich noch die Verwandlung zum zweifachen Super Saiyajin. Hier ultimativer Gohan, sonst erwachsen oder so als normaler Saiyajin, einfacher Super Saiyajin, zweifacher Super Saiyajin gibt es hier auch nicht. Piccolo gibt es noch, Bodentransformation, okay, ja, braucht es nicht unbedingt. Trunks, wo gibt es den noch? Normalen Super Saiyajin, okay, auch in Ordnung. Tenshinhan, Yamchu normal, Krillin ebenso. Vegeta, wie gibt's den? Vegeta, Super Saiyajin, Super Vegeta, ja. Auch mehr oder weniger in Ordnung. Hier auch, was mich besonders aufregt, Gotenks. Den gibt's als Super Saiyajin, dreifacher Super Saiyajin als normalen. Gotenks gibt's ja nicht und auch die Kinder, sprich Kid Trunks und Goten sind nicht vorhanden, nicht spielbar. Super Vegeta direkt, als normaler Saiyajin gibt es den auch nicht, okay. Haben wir noch Super Gogeta. Ja, Gogeta als vierfacher Super Saiyajin, als direkte Fusion, ohne die einzelnen Charaktere. Bardock. Gibt es noch als... das wollte ich jetzt nicht, sorry. Gibt es noch als Super Saiyajin? Nee, auch nicht. Naja, gut. Müsste auch nicht sein, ist nur im einen Special der Fall. Lulululu, Zaborn gibt es noch als Verwandlung. Ja, immerhin. Post-Transformation. Ja, Tesla wohl eher. Vegeta Scouter. Sonst auch nichts. Gleich auch an Nappa, den Pflanzenmännern und Raditz. Kapitel 3. Hier sind die Böslinge. Dodoria, die Ginyu Force. Oh, Kui ist noch dabei. Die Ginyu Force. Hier fehlt mir oft irgendwie noch der kleine Guldo hieß der die Zeit anhalten konnte. Freezer in der ersten Form, zweiten, dritten, finale Form und 100%igen Form. C16, C17, C18, ist noch alles klar. Hier haben wir noch C19, Dr. Gero. Ist auch in keiner anderen Form mehr, gut. Cell gibt es in der ersten Form, zweiten, perfekten Form und natürlich die, was? Perfekte Form, perfekt. Okay, wo soll jetzt hier der Unterschied sein? Naja, hier ist er einfach in der, man könnte sagen, super perfekten Form. Also da, wo er auf dem Level eines zweifachen Super Saiyajins kämpft. Hier noch Cell Junior. Vegeta als Margin, also mit einer Stärke eines zweifachen Super Saiyajins. Super Janemba. Ist auch nicht als Boss oder so. Ja, braucht es auch nicht unbedingt. Broly direkt als legendärer Super Saiyajin. Ja, why not? Kid Buu.
Den fetten Buu gibt es noch als... Nö, gibt es nur so. Finde ich auch interessant. In den Rückblenden hieß es immer nur von Majin Buu. Aber vom Kid Buu oder so, also dass der Kampf zum Beispiel 15 Jahre her ist seit dem Kampf gegen Kid Buu, davon stand da nichts. Es hieß immer nur, es war 15 Jahre her seit dem Kampf gegen Majin Buu. Ein Super Buu, den gibt's normal und okay, als Gohan absorbiert. Gotenks nicht oder was? Und sowieso, wieso hat der in der absorbierten Gohan-Form, wieso hatte ich einen Pferdeschwanz? Also meine, als er Gotenks absorbiert hat, hat es einen Sinn gegeben, weil Gotenks wegen einem dreifachen Super Saiyan auch so eine tolle Haarpracht hatte, oder? Aber hier? Nee. Super Shenlong, okay, fehlen noch 3. Ich dachte, wir hätten alle freigeschaltet. Wieso fehlen hier 3 Charaktere? Oder kommen die noch im Heldenmodus? Interessante Frage, wa? Also Leute, der Story-Modus ist endgültig vorbei. Hier werde ich vermutlich nie mehr reinsehen. Ihr könnt von Gewissheit reden. Oh ja, da fällt mir gerade ein. Ich habe ja gerade im letzten Part gesagt, dass... Was vorletzte war's. Dass wenn der Story-Modus von Dragon Ball GT wirklich so abgespeckt ist und nur einen Kampf beinhaltet, dass ich dann die Disc aus dem Fenster werfe. Ja, das mache ich auch, aber erst sobald ich auch noch den Heldenmodus gezockt habe. Und dann kann man das Spiel mal kreuzweise, hey. So ein mieses Dragon Ball Z-Spiel habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also Freunde, ich hoffe es hat doch trotzdem einigermaßen Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Part im Heldenmodus wieder. Bis dann, ciao zusammen.